Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, wie im anderen Video schon angekündigt, geht es hier jetzt darum, meine Bewertung des aktuellen Kaders. Ja? Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich über eine Kanalmitgliedschaft hier auf dem Kanal tun. Oder aber ihr könnt auch, wenn ihr im FC Bayern Fanshop etwas bestellen wollt, im Online-Shop, dies gerne über meinen Link tun. Hat für euch keine negativen Auswirkungen. Ich bekomme ein paar Prozente dafür. Von daher tut das sehr gerne. Findet ihr den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in den Kader. Da schon im Titel steht, nehme ich es mal vorweg. Der Kader des FC Bayern ist ein Biest. Ja, so wie er gerade dasteht, ist er aus meiner Sicht schon ein Biest. Ja. Und wir gehen den jetzt mal durch, Schritt für Schritt. Ich werde euch auch sagen, was ich von jedem einzelnen Spieler erwarte. Von daher muss ich mal gucken, wie lang das Video wird. Ansonsten werde ich jetzt erstmal nur Torwart und Abwehr machen und dann Mittelfeld und Angriff im zweiten Video. Wir schauen einfach mal. Ne? Gut, gehen wir es an. Torwart. Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer hoffentlich in seiner letzten Saison, wie er es angekündigt hat. Ja, ich denke, das wird Zeit. Hat zum Ende hin der letzten Saison ordentliche Torwartleistungen gezeigt. Überragende Torwartleistungen habe ich nicht mehr gesehen von Manuel Neuer. Schon gar nicht irgendwelche herausragenden Weltklasse-Leistungen habe ich gar nicht gesehen. Bei der WM war es auch eher schlecht wie recht, meiner Meinung nach. Ich glaube, Manuel Neuer ist auch nicht mehr in der Lage, alle 3 Tage Leistung auf super hohem Niveau zu bringen. Ich bin gespannt, ob er überhaupt noch mal in der Lage ist, jetzt super hohes Niveau zu erreichen. Ist natürlich auch immer schwer beim FC Bayern. Du bekommst jetzt als Torwart national nicht unbedingt immer super viel zu tun, ne, sodass halt auch viel kaschiert wird. Ich weiß nicht. Ich glaube, Manuel Neuer hat nicht mehr dieses Leistungsniveau. Hat er schon letzte Saison nicht mehr gehabt. Ich glaube, er ist schon über seinem Zenit. Ich weiß nicht, warum der Verein das nicht wahrhaben möchte, irgendwo. Was erwarte ich von Manuel Neuer? Ich erwarte von Manuel Neuer, dass er eigentlich, aus meiner Warte, wäre es die perfekte Situation zu sagen, jo, ich stelle mich hinten an, ich tue alles dafür, dass Jonas Urbich eine sehr, sehr gute Übergangssaison hat. Ich werde trotzdem hier noch eine Rolle spielen. Aber in erster Linie geht es mir darum, Jonas Urbich in die Position zu bringen, dass er das Jahr danach hier die Nummer 1 ist. Das wäre, was ich mir von Manuel Neuer wünschen würde. Ich bin gespannt. Ja, ich weiß nicht, wie er tickt gerade. Schwierig zu sagen. Ich denke, Manuel Neuer weiß, auch wenn er es nie zugibt, weiß selber, dass er viele Tore verschuldet hat letzte Saison, auch bei der WM. Ja, auch wenn das nie zugegeben wird, das sehen wir immer. Es kann natürlich sein, dass er trotz alledem wirklich so blauäugig ist und das selber nicht sieht. Ja, dann wäre es an der Zeit, dass ihm das mal gute Freunde sagen, dass er das mal realisiert. Und ja, das ist eigentlich, was ich mir von Manuel Neuer wünsche, Alter. Ne? Ich denke, er wird die klare Nummer 1 sein, was für mich ein Fehler ist, aber da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Wenn dem so ist, sollte man gucken, dass Manuel Neuer nicht in die Zwickmühle kommt, dass er alle 3 Tage spielen muss. Ja, weil das war letzte Saison eine Farce und ich glaube, das wird auch diese Saison nicht besser werden. Ja. Sportlich erwarte ich von Manuel Neuer, ja, die Erfahrung ist natürlich ein Faktor so, ja, aber ich erwarte jetzt nichts Großartiges mehr, sage ich euch, wie es ist. Also, ich erwarte keine Weltklasseleistung mehr, wie gesagt, in der Bundesliga und so weiter. Hey, jetzt mal ernsthaft. In 80% der Spiele ist das Wurst, was für ein Torwart du im Tor stehen hast, wenn wir ehrlich sind. So, ja. Es gibt dann 20% Spiele, wo das ein Faktor ist. Es gibt die Champions League, wo es ein Faktor ist, aber
in 80% der Spiele, ey, drauf geschissen, Alter. Ob du da 1, 2 Gegentore kriegst oder nicht, spielt dann am Ende wenig 'ne Rolle, ja? So ehrlich muss man mal sein. Ähm, wenn ihr euch an Buffon erinnert, Manuel Neuer macht quasi dasselbe, ja? Auch der dachte: „Ich bin 'n junger Gott und spiele, bis ich irgendwie umfalle." Und auch er hat damit seiner aus meiner Sicht, seiner Karriere eher geschadet, als zu sagen, „Jo, ich höre jetzt hier auf'm hohen Niveau auf." Die Chance hatte Manuel Neuer letztes Jahr. Ich glaube, hätten wir die Champions League gewonnen, hätte er das auch getan. Da wir das nicht haben, wird er jetzt noch mal diese Saison angreifen, es versuchen. Ich bin sehr gespannt, wie es körperlich läuft, ne, ob er überhaupt immer zur Verfügung steht und wenn, dann in welchem körperlichen Zustand. I don't know. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Absprache ist mit Manuel Neuer. Wenn die Absprache nicht so ist, dass man eine klare Absprache hat, dass Jonas Obich Spiele X macht, dann hat man sich dann unnötiges Fass für die Saison aufgemacht, weil dann wird jedes Mal eine Diskussion entbrennen. Ähm, Ich bin sehr gespannt, ne? Also, sportlich erwarte ich, also, es wird mich überraschen, wenn Manuel Neuer sportlich konstant irgendwie auf super hohem Niveau noch performen wird. Das glaube ich nicht. Es wird viel kaschiert werden, einfach dadurch, dass die Gegner nicht das Niveau haben in der Bundesliga, um da immer den Torwart zu fordern. Ich bin gespannt. Ja, das ist, was ich von Manuel Neuer erwarte, Alter. Ulle? Ja, von Ulle erwarte ich gar nichts. Von Ulle erwarte ich, wenn die Bredouille kommt und er so wie letztes Jahr ein Spiel machen muss, ja, oder vielleicht auch 2 oder 3, ja, dann ist 'n Ulle da, ja. So. Das Team scheint ja sehr gut zu funktionieren, was man so hört und liest und so 'n bisschen mitbekommt. Und da ist Ulle auch 'n Faktor und Ulle ist für mich, ja, er ist der perfekte dritte Torwart, Alter, ja? Hat keine Ansprüche mehr, weil auch alt, aber wenn er da wird, ist er da. Er hat 'ne gewisse Erfahrung oder sehr viel Erfahrung und hat auch 'ne gewisse Qualität. Ähm, Sehr, sehr starker dritter Torwart, ja? Also, ich weiß nicht, welche andere Mannschaft so 'n starken dritten Torwart hat, ja, der dann auch so diese Rolle annimmt. Das muss man ja auch mal sagen. Also, ja, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, dann kommen wir zu Jonas Urbich. Für mich die neue Nummer 1. So, das war letzte Saison schon Manuel Neuer, meiner Ansicht nach den Rang abgelaufen, ja. Und ich hoffe, also, der ideale Fall wäre für diese Saison, dass 'n Jonas Urbich 2/3 der Spiele macht und Manuel Neuer 1/3. So, dann haben wir 'n sehr, sehr gutes Übergangsjahr. Ja, Urbich kann noch mal was mitnehmen, vielleicht von Manuel Neuer und Ulle, die wahrscheinlich dann beide nächste Saison aufhören werden. Ähm, und dann wäre das ein sehr, sehr smoother, weicher, schöner Übergang für Jonas Urbich. Man könnte jetzt gucken, ja, wie sieht's denn auch aus mit dem Urbich? Der muss halt auch mal so 'n Monat kriegen, wo er durchgehend Stamm spielt, ja? Wo er wirklich dann alle 3 Tage die Spiele macht, ne? Einfach um zu sehen, ja, ist das möglich? Und das wissen wir ja noch gar nicht, ja? So, das wissen wir noch nicht. So, haben wir noch nicht gesehen, wenn da mal in 21 Tagen, 7, 8 Spiele sind. Haben wir noch nicht gesehen von einem Jonas Urbich, ne? Ähm, und wenn, dann sollte man das diese Saison ausprobieren, ja? Wenn ein Manuel Neuer noch da ist. Wenn man dann sieht: „Oh ja, das reicht noch nicht", ja? Du hast jetzt den idealen Zeitpunkt, um das, ja, anzutesten, anzuschauen, ob das möglich ist. Also, ich traue es ihm zu. Fußballerisch ist er stärker wie Manuel Neuer, meiner Meinung nach. Ja, gerade diese langen Bälle sind viel, viel präziser. Ähm, Torwartspielmäßig hat den einen oder anderen Lapsus drin gehabt, hat sehr, sehr starke Paraden gehabt. Ich glaube, er wird sehr, sehr viel gelernt haben von Ulle und Manu in den letzten Jahren, definitiv. Und ja, nochmal, beim FC Bayern ist halt nicht so, dass du wie auf der anderen Seite du erst mal irgendwie 20, 30 Schüsse mal warm geschossen wirst, so, ne? Das hast du beim FC Bayern nicht. Bei FC Bayern musst du ja da sein für die 2, 3 Situationen in 90 Minuten. Ähm, Das hat er bisher sehr, sehr stark gemacht, wenn er gefordert war, ja. Deswegen ist es aber ein bisschen schwierig, ihn
jetzt super genau, beurteilen zu können, ne? Weil, wie gesagt, du musst dir ja irgendwie 10 müsstest dir 10 Spiele von ihm angucken, dann hast du vielleicht einen Eindruck wie vom anderen Torwart in 2 Spielen, der da irgendwie 20, 30 Schüsse auf die Bude kriegt, ne? Deswegen. Also, ich traue Urbich auf jeden Fall das Erbe zu, ja? Auch von der Ausstrahlung her halt 100%, ja? Der hat ja gar keine Berührungsängste von Tag eins an, ja? Das erste Spiel, der war da, hat gleich Kommandos gegeben, hat die Jungs da eingenordet. Genau das muss dein Denken sein als Torwart, ne? Da darfst du auch keine Scheu haben, egal welche Namen da vor dir rumstehen, ne? Und das Hut ab, ne? Und fußballerisch überragend. Ich denke, Torwartspiel, was ich alles so gesehen habe, Reflexe auf der Linie und so, auch im Herauslaufen, das war ordentlich. Ja, ja, wenn du schlau bist, nutze diese Saison jetzt wirklich, um ihn da als Nummer 1 zu etablieren. Dann bist du sehr, sehr gut aufgestellt auf der Torwartposition für die kommenden Jahre, ne? Ohne jetzt irgendwie, was weiß ich, wieder wie viel Millionen in die Hand zu nehmen. Ja. Genau. Ich erwarte die nächsten Schritte für Jonas Obich. Ich hoffe, er bekommt diese beim FC Bayern. Das ist nicht in seiner eigenen Hand, ne? Das ist, in den Winnies Hand. Winnie muss das moderieren und agieren und muss dann auch mal aufhören, auch und da wie auf der anderen Seite bei Kimmich, diese Spieler in den Himmel zu loben, wenn sie keine guten Leistungen bringen, ja. Noch mal, nach außen hin kann er das gerne tun, alles gut. Er kann sich schützend davor stellen, das ist alles gut und alles richtig. Aber intern müssen dann Konsequenzen folgen, ja. Wenn Manuel Neuer so wie letzte Saison, wo er diese 3, 4 Wochen hatte, wo ein Spiel schlechter war wie das andere, ja, sorry, dann musst du ihn rausnehmen, Alter. Da musst du ihn rausnehmen, wenn du dahinter die Qualität eines Jonas Obich hast. So, ja, das erwarte ich die kommende Saison. Gut, kommen wir zur Verteidigung. Also Torwartposition, denke ich, sind wir brachial gut besetzt, ne? Mit einem super erfahrenen Manuel Neuer, mit leider als Nummer 1, mit einem super erfahrenen, Ulle mit einer hohen Qualität als Nummer 3 und 'n Jonas Urbich, der sämtliche Veranlagung und das Talent hat, 'n absoluter Weltklasse-Keeper zu werden, ne, als die klare Nummer 2. Gut, Verteidigung. Werden wir 'n bisschen splitten. Wir fangen mal an mit der Innenverteidigung. Ähm, Alto Belli. Ich bin jetzt nicht so im internationalen Clubfußball drinne. Ich weiß nicht, ob's 'ne Mannschaft gibt, die 3 so starke Innenverteidiger hat. Also, das ist für mich die absolute No-Brainer-Position in diesem Kader. Absolut. Also, Upamecano, überragende letzte Saison gespielt, 'n Riesen-Stepper gemacht, seitdem Vinny da ist. 'Ne überragende WM gespielt, ja? Also, wirklich 'ne überragende, nahtlos an die Leistung beim FC Bayern angeknüpft und noch mal 'n Tacken Schippe draufgelegt, was Führungsspieler angeht. Überragend. Wenn er diese Form wieder mitnimmt zum FC Bayern und auch da 'n bisschen noch mehr hinaussticht, sage ich mal, ja, auch mal so 'n Kimmich an die Seite schiebt und mal 'n bisschen mehr auch beim FC Bayern diese Führungsrolle annimmt, was ich ihm traue ich ihm nicht nur zu, man hat's gesehen in der französischen Nationalmannschaft, dass er das kann und will. Es muss ihm der Raum gegeben werden dafür, ja. Also, überragend, überragend. Also, ich weiß nicht, zusammen mit Jonathan Tah ist das für mich grade eins der also, auf jeden Fall mit das stärkste Innenverteidiger-Duo der Welt, Alter, ne? Also, Jonathan Tah gehen wir gleich rüber zu. Genauso konstant, ja? Also, der ist so konstant stark, immer auf 'm super hohen Level, ja? Ähm, ja, das zählt ist quasi dasselbe wie für Opa, ja? 'Ne überragende letzte Saison gespielt. Bei der WM auch noch einer der gewesen, der da 'n bisschen was versucht hat, sich gegenzustemmen und das war noch einer der wenigen, die vielleicht 'n bisschen positiv neben Brown waren aus der deutschen Nationalmannschaft. Die beiden zusammen, wir haben's gesehen letzte Saison. Das ist brutal stark. Brutal stark, ja. Und wenn dann mal einer, vielleicht 'n bisschen platt war, 'n bisschen angeschlagen war, Alter, dann kam Min Jae Kim da rein letzte Saison und hat
überragend performt. Ja, gerade in der Rückrunde. Alto Belli, war das ein starker Min-Jae. Ja, du hast ja gar keine Kopfschmerzen gehabt zu sagen: „Oh komm, ey, ich gebe meinem Opa jetzt eine Pause oder ich gebe mal den Jona 'ne Pause“, ne? Der Min-Jae war da, Alter, und konstant stark auch, ja? Keine Leichtsinnsbälle mehr, irgendwie schlechte Zuspiele, schlechte Pässe oder sowas. Kopfballstark, er ist der stärkste Kopfballspieler von den dreien. Überragend, ja? Wie gesagt, ich glaube, ich schreibt's mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da ein bisschen besser drin seid, so international gesehen. Aber ich Alter, das ist schon oberstes Regal, diese 3 Innenverteidiger zu haben, Alter, ja? Und es wäre für mich 'n Riesenfehler, Min-Jae Kim zu verkaufen, ja? Selbst wenn da 'n Angebot über 30, 40 Millionen kommen würde. Alter, darfst du nicht verkaufen. Ja, es sei denn, Min-Jae möchte unbedingt weg, so. Dann ja, klar, dann ist das immer besser. Aber wenn Min-Jae diese Rolle annimmt, wie er's letzte Saison getan hat, Alto Belli, ist das eine ja, darfst du niemals auseinanderreißen, dieses Trio, Alter. Ja, ist grandios gut. Und man darf nicht vergessen, dass 'n Thalan jetzt erst eine Saison da ist, ja, und das hat schon super geklappt. So, da ist ja noch so 'n Fünkchen Steigerungspotenzial für die kommende Saison, ja. Ja, was sind meine Erwartungen? Ich erwarte, dass Opa den Weg weitergeht, ja? Und ich erwarte, dass Opa noch 'n bisschen beim FC Bayern auch mehr die Brust raus und noch 'n bisschen mehr die Verantwortung übernimmt, grade wenn so 'n Joshua Kimmich mal wieder abtaucht als Kapitän. Ähm, Ich denke, das hat er letzte Saison schon gezeigt. Bei der WM hat er das massiv gezeigt. Und wenn er das beim FC Bayern auch noch einbringt, ja, dann ist 'n Opa noch mal 'n Tacken mehr da. Ja, von Min-Jae erwarte ich, dass er weiterhin diesen Druck macht, wie er's getan hat, muss man ganz klar sagen. Letzte Saison noch mal in der Rückrunde zum Ende der Saison hin, ey, es war 'n absoluter No-Brainer. Du hast nie gezweifelt, wenn einer der beiden raus war und Min-Jae reinkam. Ja, das ist grandios. Grandios. Das war super stark. Und Jonathan Tah, ja, ich habe Jonathan Tah schon öfter beim FC Bayern gesehen. Der FC Bayern hat leider super lange gebraucht, um ihn zu verpflichten. Hat's dann natürlich getan und er ist das Beste, was dir passieren konnte. Ja, der hat Bock, der ist heiß, der will noch Titel gewinnen, der ist 'n Führungsspieler, auch da aufm Platz, ja, gar keine Frage. Das harmoniert wunderbar, egal ob mit Opa oder mit Min-Jae. Und noch mal, das wird ja eher besser wie schlechter, ja? Und ich erwarte von Jona einfach weiterhin diese Konstanz, ja? Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass man eben genau auch diese Situation hat, ja, dass du halt da 'n Dritten hast, der ähnliches Niveau hat. Wenn jetzt einer der beiden mal 'n bisschen nachlässt, 'n bisschen schwächelt oder so, ja, dann weiß er auch, ja, dahinter ist 'n Min-Jae, Alter, und der Min-Jae kommt dann rein und dann bin ich draußen, so, ja? So, das ist 'n Dreikampf. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schlüssel auch letzte Saison gewesen und auch für die kommende Saison, ja? Wenn du da klar hättest: „Oh ja, Opa und Jona und danach kommt erst mal lange Zeit nichts.“ Wenn einer davon ausfällt, ja, dann haben wir da noch einen, der kommt dann mal rein, und dann wird's 'n bisschen wackelig und so. Ne, ja? Also, wenn Opa da mal schwächelt 3 Spiele lang oder 'n Jonathan Tah, ja, dann ist er raus, ja, weil Min-Jae halt auch super stark ist, ja? Deswegen, das ist 'ne Bombenkonstellation. Gut, aktuell haben wir natürlich dann noch Ito, ja? Ich scrolle mal runter. Dann haben wir natürlich noch Ito, den ich mit reinnehme, auch für die Innenverteidigung, definitiv. Ich denke, als Linksverteidiger wird er keine Rolle mehr spielen in dieser Mannschaft. Das Thema ist durch, wenn dann auch als Innenverteidiger. Ähm, Da muss dann der nächste Step kommen, definitiv. Ja, das war letzte Saison zu wenig. So, hat natürlich 'n super schwierigen Einstand beim FC Bayern gehabt mit seiner ewigen Mittelfußgeschichte, Mittelfußbruch hier, Mittelfußbruch da. Natürlich auch nicht so einfach. Hat sich dann natürlich zurückgekämpft letzte Saison, hatte 1, 2 ordentliche Spiele, aber der Rest war echt so mittelmäßig, ja, als Linksverteidiger. Als Innenverteidiger hat er mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe auch 1, 2 gute Spiele gesehen als Linksverteidiger, der Rest war echt mittelmäßig bis schlecht. So ehrlich muss man sein, ja. Also, ich traue Ito mehr zu. Aber es ist natürlich auch brutal schwer, gerade dann Upamecano und Tah und Min-Jae zu verdrängen so, ja. Also, er wäre schon die klare Nummer 4. So, ganz klipp und klar.
Aber ist natürlich ein sehr, sehr flexibler Spieler. Wenn mal Linksverteidiger benötigt werden würde, ist noch einer da. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir aber auch eher eine Dreierkette. Vielleicht ist ja Plan B, mal eine Dreierkette hinten zu spielen. Und dann hast du natürlich, mit 'm Ito da eine sehr, sehr gute Möglichkeit noch, ja. Hast du aber auch mit dem Stunny, womit wir zu der Rechtsverteidigerposition kommen. Vielleicht noch mal ganz kurz die Erwartung zusammengefasst. Ja, wie gesagt, Ito muss der nächste Step kommen. Ja, der nächste Step muss kommen, er muss Druck machen. Wenn er dann die Spiele bekommt, muss er mehr da sein, ja. Ansonsten, keine Ahnung, sollte da ein gutes Angebot kommen, kann ich mir auch vorstellen, dass der FC Bayern ihn noch abgeben würde. Gut, nehmen wir erst mal die Linksverteidigerposition. Da haben wir natürlich jetzt Nathaniel Brown oder Nathaniel oder wie auch immer. Ich nenne ihn einfach Brown, dann wisst ihr Bescheid, ja. Oder wie war's? Wie war der Spitzname? Ich habe schon wieder vergessen. Neti, was weiß ich. Ich erwarte von ihm das, was ich bei der WM gesehen habe. Wenn ich das beim FC Bayern sehe, dann passt er wie die Faust aufs Auge. Und dann wird hier unten Alphonso Davies nur spielen, wenn Brown ein Päuschen braucht. So klipp und klar muss ich das sagen, Alter. Also Brown ist in allen Belangen an Davies überlegen. Vielleicht von der Geschwindigkeit her nicht, da sind sie vielleicht gleich schnell. Ich weiß nicht, ist auch sehr schnell. Bei allem anderen ist er Alphonso Davies weit überlegen. Ja. Von der Spielintelligenz her ist er viel, viel weiter. Ich habe nur diese paar Spiele von der deutschen Nationalmannschaft gesehen, ja. Von daher schwierig, bin gespannt, ob er das halt bei uns bringen kann. Wenn er das bringen kann, da über diesen Fall rede ich gerade, ja. Ich habe von ihm bei Frankfurt nichts gesehen. Ich habe keine Frankfurt-Spiele gesehen, großartig. Wenn er das aber bringen kann, dann wird Alphonso Davies kein Land sehen, ja. Spielintelligenz ist er viel, viel weiter. Ähm, defensiv ist er, boah, Alter, ist er defensiv so viel stärker wie der Alphonso Davies, ja. Alphonso Davies war noch nie ein defensiv starker Außenverteidiger. Das Einzige, was ihn, immer ein bisschen was gebracht hat, ist sein Speed, ja. Gerade wenn wir konteranfällig waren, weil er dann einfach noch mal den Spieler ablaufen konnte. Aber Nathaniel Brown oder Brown ist ich glaube, er ist genauso schnell wie 'n Davies. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wenn ich mir dann vorstelle, die Leistung, die ich von ihm bei der Nationalmannschaft gesehen habe, dass er dann vielleicht noch 'n Step macht beim FC Bayern. Alto Belli, ne? Also, dann das ist der Linksverteidiger der Zukunft beim FC Bayern. Na, und wie ich gehört habe, kann er ja auch sogar zentrales Mittelfeld spielen, also we will see, ja? Natürlich auch noch mal 'ne interessante Geschichte. Also, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Top-Transfer, Top-Transfer von unserem Verein, wie generell dieses Jahr die Transfers top sind. Ja, damit sind wir bei Alphonso Davies, der Gegenspieler, zumindest auf dem Papier. Ähm, ihr wisst, seit der Vertragsverlängerung, dem Verhalten, wie 'n Alphonso Davies agiert hat gegen den Verein, mit allen Nebengeräuschen, bin ich kein Alphonso Davies-Fan mehr. Ähm, sportlich hat er mal eine sehr, sehr gute Phase gehabt bei uns, war aber nie der defensiv starke Außenverteidiger, was beim FC Bayern auch nicht immer unbedingt so gefordert ist. Ja, sehen wir ja auch, dass unsere Außenverteidiger oft eher Spielaufbauspieler sind wie was anderes. Das ist ein Alphonso Davies aber nicht. Ja, Alphonso Davies hat nicht diese Spielintelligenz eines Brown. Ja. Alphonso Davies ist schnell, ist ein Schienenspieler. Vorne fehlt ihm das Dribbling, finde ich. Ähm, Geschwindigkeit ist im heutigen Fußball oder anders. Zu der Zeit, wo Alphonso Davies kam, war das noch was Außergewöhnliches. Heutzutage, selbst bei, was weiß ich, beim FC Augsburg sind die Schienenspieler super schnell. So, ja, also Geschwindigkeit alleine bringt ja nichts mehr. So, und das ist Alphonso Davies sein Problem so ein bisschen. Ähm, viele andere Qualitäten, sorry, sehe ich nicht bei Fonsi. Das Dribbling war noch nie stark. Vielleicht entwickelt er sich oder hat sich entwickelt, ich weiß es nicht. Defensiv, letzte Saison, was er gut gemacht hat zum Ende der Saison hin, war das nach vorne verteidigen, ja, was wir unter Vincent Kompany tun. Das war stark von ihm, definitiv, ja. Ähm,
Das könnte eine Stärke sein von Alphonso Davies. Können wir natürlich nicht genau sagen, haben wir zu wenig gesehen letzte Saison. Aber sobald er einen technisch starken Gegenspieler hat, sieht Alphonso Davies kein Land, ja. Alphonso Davies tut sich super schwer damit, auch nur ansatzweise mal eine Flanke zu verhindern. All das kann ein Brown viel, viel besser, ja. Ähm, ja, dann habe ich auch ja, Alphonso Davies rückt dann einfach eine Position weiter nach vorne, geht dann auf die linke Außenbahn. Aha, wen soll er denn da verdrängen? Ein Luis Diaz? Ein Lennart Kahl? Ey, selbst ein Serge Gnabry, ja? Nochmal, Alphonso Davies hat nicht dieses Dribbling. Er hat Geschwindigkeit, ja, aber Geschwindigkeit, nochmal, ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr im heutigen Fußball, ja. Also, ich sehe super schwierige Phase für Alphonso Davies, ja. Klar, wenn so 'n Brown ausfällt oder sowas, logisch, aber ansonsten ey, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, was da der Plan ist, ja. Also, ich glaube auch da, auch wenn da irgendwie anderes Zeug gelabert wurde, sollte da noch irgendwie 'n Verein kommen, der sagt: „Komm, hier hast du 50 Millionen für Alphonso Davies“, dann wird der FC Bayern nicht nein sagen. Und das völlig zu Recht. Sportlich spielt 'n Alphonso Davies keine Rolle in dieser Mannschaft, meiner Meinung nach. Hat der letzte Saison nicht gespielt. Davor die Saison wurde er auch über 3/4 der Saison durchgeschliffen von Vincent Kompany. Und ich glaube, man hat nicht umsonst sich, um einen Brown bemüht. Ja, weil ich glaube auch da, auch wenn ein Vincent Kompany nicht immer so agiert, ja, ist auch dasselbe wie bei Kimmich, dasselbe wie bei Goretzka, dasselbe wie bei jedem anderen Spieler, auch bei Emanuel Neuer. Ich glaube schon, ein Vincent Kompany ist ja nicht doof. Er war lang genug Weltklasse-Spieler, ja. Ich glaube schon, dass er ganz genau sieht, wo die Defizite sind, ja. Er kommuniziert das A nicht nach draußen, was vollkommen richtig ist, und B, solange da nicht wirklich diese hochkarätige Alternative da ist, werden die Spieler halt, geschützt. So, ja. Aber man hätte niemals einen Brown verpflichtet, wenn man von Alphonso Davies so maßlos überzeugt wäre. Und dasselbe gilt gleich für Jamal Musiala genauso, ja. So, die Transfers sagen mehr wie irgendwelche Taten nach draußen. Ja, als Trainer tut er das genau richtig, völlig richtig, sich da immer hinzustellen und sagen: „Ja, von sie, bla bla bla.“ Logisch, ja. Aber genau diese Transfers, und die sind ja in Abstimmung mit dem Trainer, sagen so viel mehr, ne? Gut, was erwarte ich von Alphonso Davies? Eigentlich nix. Sage ich euch, wie es ist. Ich erwarte von Alphonso Davies nix. Ich bin gespannt, ob er den Ehrgeiz hat für das fürstliche Gehalt, was er bekommt. Ob er den Ehrgeiz hat, 'n Zweikampf anzunehmen und zu sagen: „Ey, ich will aber hier mich durchsetzen.“ I don't know. Ich bin sehr gespannt, ja. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, ich sehe nicht diese Stärke bei Alphonso Davies, außer dass er schnell ist, zu sagen, ja, der kann wirklich in sportlichen Zweikampf mit 'm Brown gehen oder in einen sportlichen Zweikampf mit 'm Luis Diaz oder selbst mit Serge Gnabry oder sowas. Ich sehe es nicht. Vielleicht überrascht er mich, ja? Vielleicht entwickelt ein Alphonso Davies sich jetzt, es macht 'n Sprung, was weiß ich, ja? Ähm, ja, dann kann er mich überraschen. Ich persönlich erwarte sportlich nichts von ihm, was relevant ist für die erste Elf. So, ja, ich erwarte von ihm, ähm, dass er die Goschen hält, sich schön die 15 mindestens 15 Mille in die Tasche jedes Jahr rein überweisen lässt. Und, wenn er dann mal reinkommt, dass er dann natürlich Leistung zeigt. Ja, ich bin gespannt, für was diese Leistung dann reichen wird. Ja. Gut, wechseln wir rüber auf die andere Seite. Weiß nicht, warum Conny Leimer hier noch im Mittelfeld steht. Ich nehme ihn mal mit hoch in die Außenverteidigung. Fangen natürlich an mit Stani, Rechtsverteidiger. Ja, sind ja auch immer wieder Gerüchte, so FC Bayern ist, auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger und so weiter. Stanis letzte Saison war ein bisschen durchwachsen, hatte eine sehr, 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 sehr starke Phase, wo er sein Potenzial 110% abgerufen hat. Ich fand ihn auch bei der WM, was ich gesehen habe, sehr, sehr ordentlich. Ähm, Stani muss auch den nächsten Stepper machen. Ja, wenn er den nächsten Stepper dahin macht,
dass er nicht mehr diese Durchschnittsleistung hat. Also Stunny hat, ich weiß nicht, super selten wirklich eine schlechte Leistung, ja. Stunny hat immer sehr gutes Mittelmaß. Ähnlich wie so 'n Conny Leimer, nur auf 'ne andere Art und Weise, ja. 'N sehr, sehr gutes Mittelmaß, hatte dann beim FC Bayern aber so 3, 4, 5 Wochen, wo er wirklich super wichtig für diese Mannschaft war, ja, wo er noch mal diese Extraklasse, diesen Extra-Stepper hatte. Und wenn er den schafft, in der kommenden Saison durchgängig zu bieten, dann wirst du nicht mehr darüber reden, dass der FC Bayern 'nen anderen Rechtsverteidiger braucht, ja? Weil man hat gesehen, dass er diese Qualität hat, das machen zu können, ne? Das wusste ich auch nicht so. Ich habe ja auch gesagt, wo er aus Leverkusen wieder zurückkam, ja, man muss mal abwarten, ne, wie er beim FC Bayern geht, ob er den nächsten Stepper macht. Und den hat er gemacht, letzte Saison, ja. Es gilt, diesen Stepper jetzt halt zu festigen, ja, und auf diesem Level durchgehend zu performen. Und wenn er das hinkriegt, dann ist er der unumstrittene Rechtsverteidiger. Gar keine Frage. Ja, 100%. Und er hat natürlich auch den Vorteil, dass er einen sehr, sehr guten Innenverteidiger spielen kann, ja. Ist auch prädestiniert für 'ne Dreierkette zum Beispiel, ne? Das ist auch 'n Riesenvorteil. Generell unsere Abwehrspieler, mal abgesehen von Alphonso Davies, der wirklich nur die Außenbahn kann, sind fast alle Spieler da durchgehend, die auch in 'ne andere Position, ob außen oder 'ne Position selbst im defensiven Mittelfeld agieren könnten, ja. Also, das ist 'n Riesenvorteil von Stunny und damit nehme ich 'n Conny Leimer hier mit rein. Conny ist der einzige Spieler, der in beiden Videos vorkommen wird, weil ich werde das Video dann hier gleich splitten und im nächsten Video schauen wir uns das Mittelfeld und den Angriff an. Konrad Laimer steht hier im Mittelfeld. Ich wünsche es mir für ihn, dass er im Mittelfeld auch seine Chance bekommt, ja? Ich habe es grade schon gesagt, wenn Stunny diesen Schritt macht oder diesen Schritt festigt, den Schritt hat er schon gemacht meiner Meinung nach, wenn er diesen Schritt festigt, ähm dann wird's super schwer für Conny Leimer auch, da 'n Stunny zu verdrängen. Ja, die linke Seite ist zu, es sei denn, wirklich 'n Davies wird den Verein noch verlassen, so, dann ist Conny natürlich auch 'ne Alternative für links wieder, aber dann hast du auch noch 'n Ito da, der ja auch noch da ist, ja. Du hast ja rechts sogar noch 'n Boe, der ist ja auch immer noch da, aber keine Ahnung, der wird ja auch keine Rolle mehr spielen, aber das heißt, Conny Leimer wäre im Zweikampf mit Stunny um da die Rechtsverteidiger, ja. Und das ist auch gut, dass da dieser ihr seht's ja grade schon, wir haben auf jeder Position, die wir bisher durchgegangen sind 'n Konkurrenzkampf auf super hohem Level, ja. So. Auch 'n Brown weiß, ja, der Davies war hier jahrelang Stammspieler, also, kann ich jetzt auch nicht hier hinkommen und sagen, ich ruhe mich hier auf irgendwas aus, ja. Ich meine, kannst du als Neuzugang eh nicht. Aber genauso kann das 'n Stunny nicht. Wenn Stunny, seine mittelmäßigen Leistungen nur bringt, ja, dann kommt 'n Conny da rein, ja, und umgekehrt. Wenn Conny grad, 'ne schlechte Phase hat, dann ist Stunny zur Stelle, ja. Das ist auch auf Augenhöhe, würde ich behaupten. Wenn auch auf 'ne andere Art und Weise. Ich finde 'n Conny Leimer jetzt nicht defensiv so stark, wie's 'n Stunny sein kann. Ähm, aber 'n Conny Leimer mit seiner Art und Weise ist halt ja, neben Luis Diaz ist es das einmalig in dieser Mannschaft. Ja, der kann halt durch seine Art und Weise so 'ne Mannschaft pushen. Ist oft 'n bisschen zu ungestüm, grade als Außenverteidiger ist das manchmal 'n bisschen riskant, je nach Gegner. Ähm Ich würde mir wünschen, dass 'n Conny Leimer wirklich mal in so 'n Konkurrenzkampf mit 'n Joshua Kimmich gehen könnte. Ja, das wäre schön. Ich bin gespannt, ob Conny diese Chancen bekommt in der Saison. Ansonsten kann er natürlich 'n ordentlichen Rechtsverteidiger spielen. Das hat sich letzte Saison dahin entwickelt so, keine Frage. Ähm Ich bin gespannt. Ich fand ihn auf der linken Seite dann eigentlich eher stärker im Zusammenspiel mit Luis Diaz wie rechts im Zusammenspiel mit Michael Olise, fairerweise. Ja, da fand ich das Zusammenspiel dann mit Stunny, das was lange gedauert hat, ja. Aber ich glaube, auch da kann das Zusammenspiel mit Stunny und Olise noch besser werden. Ich bin gespannt, ja. Von Conny Leimer erwarte ich jetzt 'nen Vertrag verlängert. Ja, Conny Leimer kennt nicht weniger wie 100% zu geben. So, ja. Ob das jetzt als Rechtsverteidiger, als Linksverteidiger im zentralen Mittelfeld, ähm, oder sonst wo mal sein wird, er ist 'n super flexibler Spieler. Ich weiß nicht, welchen Anspruch er hat an sich, ob er den Anspruch hat, Stammspieler zu sein. Das wird schwierig werden in der kommenden Saison für ihn, denke ich. Kommt 'n bisschen auf Stunny halt drauf an. Denke, die linke Seite ist mit Brown zu.
Ja, interessant. Interessant. Seine Art und Weise brauchst du natürlich in dieser Mannschaft. Du brauchst diese Art und Weise, gerade wenn du mal wieder in so 'ne Schlendrian-Phase kommst, wo wieder so 'n bisschen, ne? Kennen wir alle, wird passieren und dann brauchst du diese Art Spieler. Dann brauchst du 'n Conny Leimer, der die Mannschaft allein durch seine Art und Weise halt an aufrüttelt und Gas gibt, ne? Das wird super wichtig sein. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Rechtsverteidigerposition doppelt besetzt mit Stani und Conny. Und ich denke, national reicht das völlig aus, so 'n Conny Leimer als Rechtsverteidiger zu haben. International, wenn's dann so an die Bakolas, Dembeles, Mbappés und so geht, dann wird's natürlich schwierig mit 'm Conny Leimer. Ja, da ist 'n Stani viel, viel stärker meiner Meinung nach. Stani auch schon oft genug bewiesen hat, grade gegen Mbappé. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall gut, dass der Vertrag verlängert wurde. Ich denke, verdienterweise auch für Conny, war 'n wichtiger Faktor in den letzten Jahren und ich wünsche es ihm, dass er dieses Jahr vielleicht der Faktor im zentralen Mittelfeld wird. Ich denke, er von seiner Art und Weise, habe ich ja letztes Jahr schon oft genug gesagt, ist prädestiniert für eine Rolle in der Zentrale. Ne, grade wenn's um Pressing geht, hat er in Leipzig überragend gespielt, Alter, ja. Also, er ist prädestiniert dafür. So, ja. Aber da kommen wir dann jetzt im nächsten Video zu, wenn's darum geht, ums Mittelfeld. Leute, das ist, Teil 1 des Kaders des FC Bayern München für die kommende Saison und was ich von den einzelnen Spielern erwarte. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten, wie ich ja schon sagte, wenn ihr plant, beim FC Bayern was zu kaufen im Onlineshop, macht das gerne über meinen Link. Dann profitiere ich da 'n bisschen von und ich danke euch. Rot-weiße Grüße gehen raus und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf die neue Saison. In diesem Sinne, tschüssi.